Ja, es geht um Beziehung zu Gott. Das hat mit dem Gebet zu tun. Unser Gebetsleben in der FEG Fretikon steht im Wesentlichen auf 3 Säulen. Der Gottesdienst, die Kleingruppe und die Gebetsstunde. Und heute geht es um die 3. Säule, die Gebetsstunde oder ganz allgemein ums Gebet. Das Gebet ist ein Thema, das uns als Gläubige die ganze Zeit begleitet. Schon vor 40 Jahren haben wir uns in der FEG Fretikon einmal speziell mit dem Gebet auseinandergesetzt. Ich war damals noch relativ jung im Glauben und ich bin nach dem Vortrag über das Gebet zum Referenten gegangen und habe ihm die blöde, unreife Frage gestellt: Wie lange muss man beten im Tag? Und der Referent hat mich nachdenklich angeschaut und hat dann geantwortet: Du in deinem Beruf 1 Stunde. 1 Stunde beten, mich hat fast der Schlag getroffen. Ich konnte zufrieden sein, wenn ich mit stille Zeit machen, mit Bibellesen und mit Beten wenigstens eine halbe Stunde habe füllen können. Aber eine ganze Stunde nur beten, unmöglich. Die Antwort dieses Referenten hat mich noch lange Zeit unter Druck gesetzt. Für 1 Stunde beten haben mir schlicht die Gebetsanliegen gefehlt. Müssen wir als Gläubige überhaupt beten? Nein, müssen wir nicht. Es gibt kein Gebot, das sagt, du sollst beten. Beten ist kein Gebot, sondern ein Angebot, das Gott uns macht. Gott lädt uns ein, durch das Gebet eine Beziehung mit ihm zu pflegen und mit ihm unser Leben zu teilen. Durch das Gebet laden wir Gott ein, an unserem Leben teilzunehmen. Wir fordern Gott im Gebet auf, in unser Leben einzugreifen und sich unter anderem um unsere Probleme zu kümmern. Mit dem Gebet setzen wir die himmlische Maschinerie in Bewegung. Also beten ist darum nicht ein Müssen, sondern ein Dürfen, und dadurch ist es eine Chance, dass sich jemand um unsere Sorgen, Probleme, unsere Herausforderungen, auch um unsere Zukunft kümmert, der mehr ausrichten kann als wir selber. Wenn wir das einmal begriffen haben, dann stellen sich automatisch Gebetsanliegen ein. Im Verlauf der Jahre haben sich bei mir so viele Gründe zum Beten angesammelt, neben den täglichen aktuellen Anliegen auch viele Langzeitanliegen. Es ist eine Liste geworden, die ist so lang geworden, dass ich das Gebet auf die ganze Woche verteilen muss. Wir lesen jetzt miteinander den Predigtext aus Matthäus 15, 21 bis 28. Die kananäische Frau. Und Jesus ging weg von dort und zog sich zurück in die Gegend von Tyrus und Sidon. Und siehe, eine kananäische Frau kam aus diesem Gebiet und schrie: Ach Herr, du Sohn Davids, erbarme dich meiner, meine Tochter wird von einem bösen Geist übel geplagt. Und er antwortete ihr kein Wort. Da traten seine Jünger zu ihm, baten ihn und sprachen: Lass sie doch gehen, denn sie schreit uns nach. Er antwortete aber und sprach: Ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Sie aber kam und fiel vor ihm nieder und sprach: Herr, hilf mir! Aber er antwortete und sprach: Es ist nicht recht, dass man den Kindern ihr Brot nehme und werfe es vor die Hunde. Sie sprach: Ja, Herr, aber doch fressen die Hunde von den Brotsamen, die vom Tisch ihrer Herren fallen. Da antwortete Jesus und sprach zu ihr: Frau, dein Glaube ist groß. Dir geschehe, wie du willst. Und ihre Tochter wurde gesund zu derselben Stunde. Jesus braucht eine kurze Auszeit,
um sich von den Strapazen seines anstrengenden Lebens etwas zu erholen. Und darum geht er zusammen mit seinen Jüngern in die Gegend von Tyrus und Sidon. Diese beiden Städte, die liegen heute im Libanon, die liegen direkt an der Mittelmeerküste, damals auf heidnischem Gebiet. Und da wollen Jesus und seine Jünger etwas zur Ruhe kommen und neue Kraft sammeln für die nächsten Aufgaben. Da kommt eine kananäische Frau zu Jesus und ruft mit schriller Stimme im Vers 22, ach Herr, du Sohn Davids, erbarme dich meiner, meine Tochter wird von einem bösen Geist übel geplagt. Und wie reagiert Jesus darauf? Vers 23a. Und er antwortete ihr kein Wort. Er reagiert nicht, keine Reaktion, nicht ein Wort. Er ignoriert diese Frau völlig. Hätten wir das von Jesus erwartet? Ist es nicht fast etwas unanständig? Wieso reagiert Jesus da so abweisend? Diese Frau ist eine Heidin, eine Ureinwohnerin im Land Kanaan. Wir können nicht davon ausgehen, dass sie an den Gott der Juden geglaubt hat. Ihre Götter waren der Baal und die Astarte. Umso mehr erstaunt es uns, dass sie Jesus mit Herr und mit Sohn Davids anspricht. Diese Frau muss gehört haben, dass es in Israel einen Wanderprediger gibt, der massenhaft Kranke, Blinde, Taubstumme heilt und böse Geister austreibt. Und die einen sollen sogar meinen, es könnte der Messias sein, der von den alttestamentlichen Propheten als Sohn Davids angekündigt worden ist. Diese kananäische Frau, die kommt jetzt aber nicht zu Jesus, weil sie jetzt unbedingt wissen möchte, ob er wirklich der Messias ist oder nicht, sondern sie hat ein dringendes Anliegen auf ihrem Herz. Und sie hofft so sehr, dass dieser Mann, der schon so viele Menschen geheilt hat, auch ihr und ihrer Tochter helfen kann. Ihre Tochter wird von einem bösen Geist übel geplagt, steht im Text. Die Mutter hat garantiert schon alles versucht und unternommen, um jemanden zu finden, der ihre Tochter heilen kann. Aber bisher ist das noch niemandem gelungen. Und wenn sie an ihre Tochter denkt und zusehen muss, wie diese Tochter langsam aber sicher zugrunde gerichtet wird von diesem bösen Geist, dann drückt es ihr fast das Herz ab. Und darum kommt sie jetzt zu Jesus, weil er ihre letzte Hoffnung ist. Jesus beachtet diese Frau im ersten Moment nicht, weil diese Frau kein Anrecht hat, dass er sich mit einer heidnischen Frau beschäftigt. Und wenn die Frau ihn mit Sohn Davids anspricht, dann maßt sie sich etwas an, wozu nur die Juden berechtigt waren. Sohn Davids ist der Titel, der für das jüdische Volk reserviert ist, nämlich für ihren Erlöser. Und das erinnert uns doch daran, dass es alles andere als selbstverständlich ist, dass wir, die wir nicht zum auserwählten Volk Gottes gehören, den Zugang zum christlichen Glauben bekommen haben. Jesus Christus hat durch seinen Tod am Kreuz den Weg freigemacht für alle Menschen auf der ganzen Welt und zu allen Zeiten, auch in Japan. Alle, die zum Glauben an Jesus kommen, die bekommen auch den Frieden mit Gott. Jeder Mensch, der Jesus ins Leben aufnimmt, wird zu einem Kind Gottes und dann hat er einen Vater im Himmel, der sich noch so gerne um seine Kinder kümmert. Und genau im Gebet können wir unsere Anliegen, die uns beschäftigen, unserem Vater im Himmel vorbringen. Zum Beten gehört auch, dass wir für alles Danke sagen, was Gott für uns tut und was er uns alles schenkt. Und dass wir ihn mit unseren Worten und im Gesang, wie wir es gemacht haben, auch loben und ehren als den allmächtigen Gott.
Gehen wir wieder zurück zum Predigtext, Vers 23b. Da traten seine Jünger zu ihm, baten ihn und sprachen: Lass sie doch gehen, denn sie schreit uns nach. Also jetzt wird es den Jüngern zu bunt. Diese Frau nervt mit ihrem Geschrei und darum gehen sie jetzt zu Jesus und fordern ihn auf, er soll doch irgendetwas unternehmen, dass diese Frau endlich Ruhe gibt. Aber Jesus gibt im Vers 24 zur Antwort: Ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Das ist auch nicht unbedingt die Antwort, die wir von Jesus erwartet haben, oder? Was ist denn los mit Jesus? Ist er von diesem Hilferuf dieser Frau so überrascht und auch überfordert, dass er nicht mehr weiß, was er unternehmen soll, wie er darauf reagieren soll? Nein, sicher nicht. Ich bin überzeugt, dass Jesus diese Frau auf die Probe stellt. Er möchte wissen, wie ernst es dieser Frau mit ihrem Hilferuf, mit ihrem Flehen und Bitten wirklich ist. Und dieser Frau ist es wirklich ernst. Sie hört nicht auf, um Hilfe zu bitten, obwohl sie von Jesus bis jetzt überhaupt nicht beachtet worden ist. Schon das ist recht außergewöhnlich. Und jetzt, wo sie hören muss, dass Jesus nur für sein eigenes Volk da ist, aber sicher nicht für die Heiden, gibt sie immer noch nicht auf. Vers 25. Sie aber kam und fiel vor ihm nieder und sprach: Herr, hilf mir. Die Reaktion zeigt, wie groß die Not dieser Frau ist. Sie ist zum Äußersten entschlossen und gibt nicht auf. Sie wirft sich vor Jesus auf den Boden und ruft in ihrer Verzweiflung nur 3 Worte aus: Herr, hilf mir. Dieser Hilferuf kommt aus dem Innersten. Jesus ist ihre einzige und letzte Hoffnung. Sie weiß ganz genau, wenn Jesus ihr nicht helfen kann, dann kann ihr niemand helfen. Dann ist ihre Tochter verloren. Eine Alternative gibt es nicht. Was können wir bis hierher lernen aus dieser Begegnung? Die heidnische Frau, die hat kein Anrecht auf die Hilfe von Jesus. Auch der natürliche Mensch, der nicht an Jesus glaubt, hat kein Anrecht, kann nicht damit rechnen, dass Gott auf seine Bitten, auf sein Gebet reagiert, sich darauf überhaupt einlässt. Das heißt nicht, dass Gott da auch mal eine Ausnahme machen kann, das macht er auch. Aber was gibt uns die Gewissheit, dass unsere Gebete bei Gott ankommen und er darauf reagiert? Es ist allein der Glaube an Jesus. Nicht, weil du dich entschlossen hast, dich zu bekehren. Nicht, weil du dich entschlossen hast zur Taufe. Nicht, weil du regelmäßig in den Gottesdienst kommst, hört Gott auf deine Gebete. Es ist allein der Glaube von Jesus, dass Gott sich auf deine Gebete einlässt. Durch den Glauben stellt uns Jesus schuldlos vor seinen himmlischen Vater. Und diese intakte Beziehung macht es möglich, dass unsere Gebete bei Gott ankommen. Unser Vater im Himmel nimmt diese Gebete entgegen und reagiert darauf. Ganz wichtig ist darum, dass unsere Beziehung zu Jesus und auch zu unseren Mitmenschen intakt ist. In Markus 11, Vers 25 sagt Jesus zu seinen Jüngern: Und wenn ihr steht und betet, so vergebt, wenn ihr etwas gegen jemanden habt, damit auch euer Vater im Himmel euch vergebe eure Übertretungen. Es gibt offensichtlich einen direkten Zusammenhang zwischen einer Gebetserhörung und der intakten Beziehung zu Gott. Wenn wir in unserem Leben Sünde dulden, wo wir ganz genau wissen, dass das nicht in Ordnung ist vor Gott, dann belastet das unsere Beziehung zu Jesus.
Auch die gestörte Beziehung zu unseren Mitmenschen belastet die Beziehung zu Jesus. Aber nur eine intakte Beziehung zu Jesus garantiert uns, dass unsere Gebete auch am richtigen Ort ankommen. Bevor wir also anfangen zu beten, schadet es nichts, wenn wir kurz überlegen, ob wir vorher noch etwas in Ordnung bringen sollten. Warum beten wir überhaupt? Also was sind unsere Gebetsanliegen? Wenn wir ein Kind Gottes sind, dann haben wir einen Vater im Himmel, der uns innigst liebt. Und dieser Gott weiß auch, was wir brauchen, noch bevor wir es im Gebet überhaupt formuliert haben. Warum müssen wir dann überhaupt noch beten? Indem wir uns im Gebet an Gott wenden, geben wir zu, wie hilflos wir ohne ihn sind. Wir breiten vor Gott unsere Anliegen aus und fordern ihn auf, dass er in seiner Allmacht eingreifen soll. Und damit zeigen wir ihm, dass wir glauben und überzeugt sind, dass er in seiner Allmacht wirklich eingreifen und helfen kann. Durch das Gebet setzen wir den Himmel in Bewegung. Bei der Mutter mit der geplagten Tochter sehen wir auch diese totale Hilflosigkeit und gleichzeitig ihren tiefen, festen Glauben, dass Jesus und nur Jesus ihr helfen kann. Gerade dann, wenn du dich völlig hilflos fühlst und dich in vollem Glauben an Gott wendest, mit der festen Überzeugung, dass nur er dir helfen kann, dann hört Gott auf deine Gebete. Ein Beter, eine Beterin ist ein Kind Gottes, das realisiert hat, wie hilflos es ist und wie sehr es auf das Eingreifen seines himmlischen Vaters angewiesen ist. Nochmals die Frage, warum sollen wir überhaupt beten? Selbstverständlich können wir mit allem zu Gott kommen und dafür beten. Und weil wir uns am nächsten sind, dürfen wir selbstverständlich auch um Gesundheit, Bewahrung und um den Segen für unsere Liebsten bitten. Aber die wertvollsten Gebetsanliegen, die kommen nicht von uns selber. Die wertvollsten, wichtigsten Gebetsanliegen, die legt uns Gott aufs Herz. Wenn wir uns auf eine innige Beziehung mit Jesus einlassen und diese innige Beziehung mit ihm pflegen und uns bewusst sind, dass der dreieinige Gott in uns am Wirken ist, dann werden wir voller Anliegen, die Gott uns aufs Herz legt. Und dann passiert es, dass wir auch von uns wegschauen können und auf die Probleme unserer Mitmenschen aufmerksam werden. Diese liegen uns dann so auf dem Herzen, dass wir uns im Gebet für unsere Mitmenschen bei Gott einsetzen. Und gerade in unserer Gemeinde, hier in Embrach, Wien, Fretikon und auch in unserem privaten Umfeld haben wir sicher massenweise Leute, die in Not sind und die unsere Gebete nötig haben. Um alle diese Gebetsanliegen in unserer Gemeinde vorzutragen, habt ihr in Embrach eure Gebetstreffen. Wir haben unsere Gebetsstunden alle 14 Tage. Das sind wichtige Säulen im Gemeindeleben. Wenn wir uns die Sicht für andere Menschen von Gott geben lassen, dann müssen wir auch nicht mehr fragen, was wir beten sollen. Und auch die blöde Frage, wie lange man beten soll pro Tag, ist dann völlig überflüssig, weil dann sind wir eingedeckt mit Gebetsanliegen. Sind wir bereit, uns eine Gebetslast aufs Herz legen zu lassen, damit auch wir so ernsthaft, hartnäckig und ausdauernd beten können, wie diese Mutter für ihre Tochter? Manchmal bewegt es mich selber, wie emotionslos ich in der Gebetsstunde in unserer Gemeinde dafür beten kann, dass wieder mehr Leute zum Glauben kommen, dass die Langzeitkranken gesund werden, dass die Gemeinde anzahlmäßig weiter wächst, dass Gott sich doch um die Missionare kümmern soll und so weiter. Und dann frage ich mich selber,
ob mir tatsächlich so viel daran gelegen ist, dass sich Gott um diese Gebetsanliegen auch wirklich kümmert. Und wisst ihr was? Gott fragt sich das manchmal vielleicht auch. Lassen wir uns doch von Gott eine Gebetslast auflegen, damit auch wir so ernsthaft und ausdauernd und mit großen Erwartungen beten können. Wer das Beten als Pflicht empfindet, dem wird das Gebet schnell einmal zur Last. Und dann findet er immer wieder, oder je länger, je mehr, Entschuldigung, warum er im Moment halt eben nicht beten kann. Wer immer weniger Zeit im Gebet mit Jesus verbringt, bei dem kühlt sich aber auch der Glaube so langsam ab. Hingegen, wer regelmäßig auf Gebetserhörung zurückschauen kann, der möchte diese täglichen Gebetszeiten mit Jesus nicht missen. Aber das Beten kann tatsächlich sogar zu einem Kampf werden. Der Teufel versucht alles, um uns vom Gebet abzuhalten. Er weiß ganz genau, dass er verloren hat, wenn es ihm nicht gelingt, uns vom Beten abzuhalten. Und wenn wir feststellen müssen, dass wir immer öfter von allem Möglichen und Unmöglichen am Gebet gehindert werden, dann sollten wir uns einmal Zeit nehmen und darüber nachdenken, ob es sein könnte, dass wir gerade vom Teufel überlistet werden. Es kann darum auch helfen, wenn wir unsere festen Gebetszeiten pro Tag haben. Das Beten, das bringt uns in die wohltuende Nähe unseres Vaters im Himmel. Im Gebet können wir die Beziehung zu Jesus und zu Gott pflegen. Und in solchen Zeiten können wir am besten lernen, Gott für alles Danke zu sagen und ihn zu loben und zu ehren. Also bleiben wir dran im Gebet, weil wir brauchen das Gebet. Gott ist nicht auf unser Gebet angewiesen, aber wir. Wir kommen im Predigtext zu Vers 26. Er beantwortet, die Frau liegt vor Jesus auf den Knien und ruft, Herr, hilf mir. Und Jesus antwortet im Vers 26, es ist nicht recht, dass man den Kindern ihr Brot nehme und werfe es vor die Hunde. Ist das möglich? Sollte Jesus das wirklich gesagt haben? Ist das nicht eine furchtbare Beleidigung? Auch wenn Jesus hier im Grundtext den Ausdruck für einen Schosshund braucht, ist es nicht schön für die Frau, mit einem Hund verglichen zu werden. In jener Zeit war ein Hund nicht ein treuer Freund des Menschen und auch nicht üblicherweise ein Haustier. Ein Hund war damals ein unreines, verabscheuungswürdiges und verachtetes Tier. Eigentlich müsste sich die Frau jetzt zutiefst beleidigt fühlen. Und spätestens jetzt würden wir eigentlich erwarten, dass die Frau definitiv aufgibt. Wenn sie nicht so hartnäckig und so total überzeugt wäre, dass Jesus und nur er ihr helfen kann, dann würde sie jetzt umkehren, sie würde sich zurückziehen und davonlaufen. Nicht aber diese Frau. Im Vers 27 lesen wir die Antwort, die sie Jesus gibt. Ja, Herr, aber doch fressen die Hunde von den Brosamen, die vom Tisch ihrer Herren fallen. Ja, Herr, sie ist nicht beleidigt. Sie gibt Jesus noch recht. Sie sieht vollkommen ein, dass sie kein Anrecht hat, dass Jesus ihr wirklich hilft. Genau gleich wie ein Hund kein Anrecht hat, bei den Menschen am Tisch zu sitzen und von dem zu fressen, was die Menschen essen. Aber mit ihrer Antwort löst diese Frau etwas ganz Entscheidendes aus. Sie greift auf, was Jesus gesagt hat und fordert ihn mit seinen eigenen Worten heraus. Wie sich die Hunde mit dem zufrieden geben müssen, was vom Tisch fällt, so würde sich diese Frau mit dem zufrieden geben, was von den großen Wundern übrig bleibt, die Jesus im Land Israel macht. Jesus hat prüfen wollen, wie ernst es dieser Frau mit ihrem Hilferuf ist und wie
groß und fest ihr Glaube ist. Mit dieser Antwort über die Hunde, die von den Resten leben, hat ihn diese Frau total überzeugt. Darum Vers 28. Frau, dein Glaube ist groß. Dir geschehe, wie du willst. Und ihre Tochter wurde gesund zu derselben Stunde. Auch wenn diese Tochter nicht selber anwesend ist, befreit Jesus diese Tochter vom bösen Geist und das erst noch auf Distanz. Da sehen wir deutlich, dass Jesus auch ganz Gott ist. Was ich von dieser Frau lernen möchte: Ich möchte hartnäckig dranbleiben, auch wenn meine Gebete nicht sofort in Erfüllung gehen. Ich möchte dann weiter beten und einfach geduldig daran festhalten. Manchmal geht es sehr lange, bis Gott auf ein Gebet reagiert. Aber er weiß besser, wann die optimale Zeit für eine Gebetserhörung da ist. In der Bibel haben wir ein eindrückliches Beispiel, wie es manchmal lange gehen kann, sehr lange, bis Gott auf ein Gebet reagiert. Zacharias ist in seinem Dienst als Priester in den Tempel in Jerusalem gegangen und plötzlich steht da ein Engel und sagt zu Zacharias, Lukas 1, Vers 13, fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Gebet ist erhört und deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Zacharias und seine Frau Elisabeth, die waren zu diesem Zeitpunkt schon so richtig alte Leute. Um ein Kind zu bekommen, dafür war der Zug schon längstens abgefahren. Als junges Ehepaar haben sie garantiert darum gerungen und darum gebeten, dass Gott ihnen doch ein Kind schenken möge. Aber leider ist nichts daraus geworden. Irgendwann haben sie dann aufgehört zu beten, weil sie für das Kinderkriegen ganz einfach zu alt waren. Und jetzt sagt der Engel zu Zacharias, dein Gebet ist erhört worden. Gott hat alle diese Gebete von Zacharias und Elisabeth gehört und jetzt nach einigen Jahrzehnten sogar erhört. Er hat diesen beiden im hohen Alter aber nicht einfach ein Kind geschenkt, sondern ein ganz besonderes Kind. Zacharias und Elisabeth haben Johannes den Täufer zeugen und auf die Welt bringen dürfen. Johannes den Täufer, der das Volk Israel auf die Ankunft des Messias vorbereitet hat. Also Gott hat diesem Ehepaar viel mehr geschenkt, als sie sich selber erbeten hatten. Aber es hat seine Zeit gedauert. Und noch etwas möchte ich von dieser Frau lernen im Predigtext. Ich möchte Jesus bei seinem Wort nehmen. Ich möchte ihn an seine Worte erinnern und die Gebetsverheißungen, die er uns gibt, persönlich in Anspruch nehmen. Diese Frau greift die Worte auf, die Jesus gesagt hat, von den Brosamen, die vom Tisch fallen und von den Hunden gefressen werden. Und dieses Verhalten überzeugt Jesus restlos vom festen, großen Glauben dieser Frau. Darum greift Jesus helfend ein und heilt ihre Tochter. Jesus möchte, dass wir ihn ebenfalls beim Wort nehmen. Er wartet darauf, dass wir seine Versprechen ernst nehmen, die er uns gibt, und dass wir uns auf seine Worte verlassen. Und Jesus gibt uns ja so viele Verheißungen über das Gebet. Und jetzt schauen wir uns einige Beispiele davon an. Zum Beispiel Matthäus 7, 7 und 8. Bittet und es wird euch gegeben. Nur schon das. Bittet und es wird euch gegeben. Wir müssen es nur tun. Bittet und es wird euch gegeben. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch geöffnet. Denn jeder, der bittet, empfängt und wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird geöffnet. Markus 11, 24.
Wenn ihr betet und um etwas bittet, dann glaubt, dass ihr es empfangen habt und die Bitte wird euch erfüllt werden, was immer es auch sei. Was immer es auch sei. Das muss man sich mal durch den Kopf gehen lassen, was das heißt. Eine unglaubliche Verheißung, das ist ein Versprechen. Johannes 14, 13 und 14. Und alles, worum ihr in meinem Namen bittet, werde ich tun, damit durch den Sohn die Herrlichkeit des Vaters offenbart wird. Wenn ihr mich in meinem Namen um etwas bitten werdet, werde ich es tun. Und hier sehen wir jetzt, es geht gar nicht unbedingt darum, dass unsere Gebetsanliegen erfüllt werden, nur so, sondern es geht auch um die Herrlichkeit des Vaters. Gott soll geehrt werden dadurch. Das ist auch ein Anstoß für Gott zu handeln, weil es um seine eigene Ehre geht. Auch das können wir in Anspruch nehmen. Johannes 15, Vers 7. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, um was ihr wollt. Eure Bitte wird erfüllt werden. Um was ihr wollt. Und die letzte Stelle noch, 1. Johannes 5, 14 und 15. Und wer an Jesus glaubt, kann sich voll Zuversicht an Gott wenden, denn wenn wir ihn um etwas bitten, was seinem Willen entspricht, erhört er uns. Und weil wir wissen, dass er unsere Bitten erhört, können wir sicher sein, dass er uns das Erbetene gibt, so sicher, als hätten wir es bereits bekommen. In seinem Willen beten, das zeigt, wie eng und wichtig die Beziehung sein soll, damit unsere Gebete am richtigen Ort ankommen und auch erhört werden. Wir finden in der Bibel noch viele solche Verheißungen über das Gebet und es lohnt sich, diese Verheißungen im Kopf zu behalten und Gott rechtzeitig daran zu erinnern. Sollte Gott uns etwas versprechen, das er dann nicht einhält? Sicher nicht. Gott steht zu dem, was er verspricht. Auch Dietrich Bonhoeffer hat einmal gesagt, nicht alle unsere Wünsche erfüllt Gott, aber alle seine Verheißungen. Und darum sind diese Verheißungen so wichtig. Natürlich sind diese Verheißungen an gewisse Bedingungen geknüpft. Und darum sollten wir diese Verse im Zusammenhang lesen, indem wir Gott bei seinem Wort nehmen und ihn daran erinnern, beweisen wir ihm auch, dass wir sein Wort kennen und fest darauf vertrauen, dass er dann auch handelt. Dieser Frau gelingt es, Jesus dazu zu bringen, ihr zu helfen, obwohl sie nicht einmal zum jüdischen Volk gehört. Und trotzdem geht Jesus auf ihre Bitte ein und heilt ihre Tochter. Wenn Jesus für unsere Schuld gestorben ist, und er uns vor seinen himmlischen Vater hinstellt, wie wenn wir selber schon vollkommen wären, dann dürfen wir umso mehr damit rechnen, dass Gott sich auf unsere Bitten einlässt und sie auch erfüllt. Schließlich sind wir seine Kinder. In Matthäus 18, Vers 19 sagt Jesus selber, das ist auch eine große Verheißung auf unser Gemeindegebet, wenn zwei unter euch eins werden auf Erden, worum sie bitten wollen, so soll es ihnen widerfahren von meinem Vater im Himmel. Und wenn 2 oder 3 versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Nehmen wir das doch in Anspruch. Probieren wir es aus und nehmen Jesus beim Wort. Amen. Ich tue noch beten. Herr Jesus Christus, du hast dich so bemüht um eine intakte Beziehung zu uns und du offerierst sie uns. Jeder, der daran glaubt, dass du auch für ihn gestorben bist, der kommt in diese Beziehung ein. Der wird gereinigt von aller Schuld und Sünde und steht wie vollkommen vor dem Vater im Himmel. Und Herr, da hat es ganz einen Haufen Verheißungen im Gebet. Du versprichst uns, dass du auf uns reagierst. Wenn wir zu dir kommen, in deinem Namen bitten,
dann bist du offen. Du willst es uns auch erfüllen. Und ich bitte dich, hilf uns, dass wir das immer wieder erleben können, dass du uns deine Gebetsanliegen aufs Herz legst, dass wir in deinem Namen darum bitten können und dass du zur Verherrlichung vom Vater im Himmel die Gebete auch erfüllst. Herr, schenk, dass wir ganz grosse Erfahrungen machen im Gebet, wo uns aufstellt, wo uns stark macht im Glauben und wo uns hilft, dass wir für dich unterwegs sein können, auf dich hinweisen und dich ehren, loben und preisen, wie es die Zukunft als der allmächtige, großartige Gott, den wir kennen. Amen.